Eng Besichtigung vun der Nero-Ausstellung Römische Käser 450 bis 60 no Christus stung den 1. Oktober Programm vun der Kulturkommission vu Stesel. Leider konnte man mat der Kamera net an Museen eragoen. Heilo den freundlichen Empfang vom Trierer Oberbürgermeister. Trier wächst. Es ist in Rheinland-Pfalz die einzige Großstadt mit Mainz, die wächst, weil wir sind von demografischen Faktor betroffen in Rheinland-Pfalz. Aber Trier wächst. Trier wächst deshalb. Natürlich haben wir 20.000 Studenten in dieser Stadt an 2 Hochschulen, aber das ist es nicht so sehr. Es sind Menschen mit 60 plus, die ihre Häuser in Eifel und Hunsrück aufgeben. Kinder sind aus dem Haus, der Garten ist zu groß, die in die Stadt ziehen, die sich eine Eigentumswohnung nehmen und sagen, der Arzt ist um die Ecke, ich kann ins Theater laufen, ich habe öffentlichen Nahverkehr mit Bus. Also da haben wir große Zuwächse. Dann natürlich immer noch Faktor Luxemburg. Viele Menschen aus Deutschland finden einen Arbeitsplatz in Luxemburg, ziehen nach Trier und pendeln. Alleine aus der Stadt Trier pendeln jeden Tag 8.000 Menschen zum Arbeiten nach Luxemburg. Und wenn Sie sehen, wenn dieser eine Mensch noch eine Frau hat oder einen Mann und ein Kind, dann werden 3 Leute von diesem Einkommen leben, dann ist ein Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung lebt von Einkommen in Luxemburg. Und da sehen Sie, wie wichtig unsere Zusammenarbeit ist. Die Ausstellung Nero Trier steht auf dem Programm unserer lokalen Staaten der Kulturkommission. Aufgrund ihres guten Rufes und Ansehens haben wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sie zu besuchen. Diese wunderschöne Ausstellung, die wirklich einen guten Ruf hat. Wir hatten uns aber nicht erwartet, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, darauf bestanden haben, uns einen persönlichen Empfang durch exklusive Eröffnung des Veranstaltungssaales im Landesmuseum gestatten würde. Dafür vielen Dank. Das ist für uns eine besondere große Ehre. Umso mehr haben wir erfahren, Sie haben sich Zeit genommen. Und heute Nachmittag haben Sie noch die Verpflichtung, am Porta Nigra Vorplatz das Erntedankfest gemeinsam mit dem Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau zu eröffnen. Ja, hoffentlich regnet es nicht. Ja, dann fruchtbares Wetter. Aber ich kriege die Erntekrone und die ist so groß und wenn die nass ist. Herr Wolfram Laube, Kommunalpolitiker der SPD, amtiert seit dem 1. April 2015 in der Stadt Trier als Oberbürgermeister. Herr Laube ist ausgebildeter Jurist, hat mehrere Erfahrungen. Oberbürgermeister Laube pflegt sehr gute Beziehungen zu Luxemburg und im Besonderen zu Minister Roman Schneider. Ja. Darf ich das mal sagen, da haben Sie einen ganz tollen, der, wie ich finde, grenzüberschreitend auch immer noch Wert auf Zusammenarbeit legt. Und als Mensch ist er auch super sympathisch. Darf ich das mal so deutlich sagen? Ja, und eine gute Kondition, Sie sind auch Sportminister. Ja, ich bin schneller. Ja. Ich habe längere Beine. Ja. Minister für soziale Sicherheit, Minister für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten. Stadt Trier macht sich einen großen Namen bekannt bei uns, weil es um Geschichte, Kunst und Kultur geht. Die Besucherzahl der Ausstellung, der Ros hat die erhofft 150.000 Plätze überschritten. Ja, wir gehen jetzt auf 200.000 zu. Ja. Die Stadt Trier plant für das Jahr 2018 eine neue außergewöhnliche Ausstellung anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx. Das ein Geburtsstadt Trier ist. Mit knapp 115.000 Einwohnern ist sie nach Mainz und Ludwigshafen am Rhein die drittgrößte Stadt des Landes Rheinland-Pfalz. Bundesweit steht Trier an der 67. Stelle und den 79 Großstädten in Deutschland. Das war der Stand von 2015. Die Stadt wurde vor mehr als 2000 Jahren unter dem Namen Augusta Treverorum gegründet und beansprucht den Titel der ältesten Stadt Deutschlands für sich. Ist das so? Das ist so. Hier beruft sich hierbei auf die längste Geschichte als bereits von den Römern anerkannte Stadt, im Gegensatz zu einer Siedlung oder einem Heerlager.
Die römischen Baudenkmäler hier bestehen aus Amphitheater, Barbara-Thermen, Kaiserthermen, Konstantin-Basilika, Porta Nigra, Römerbrücke, Dom sowie die Liebfrauenkirche und der Egler-Säule vor den Toren der Stadt zählen seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Hier liegt am Jakobsweg. Der Pilger nach Santiago de Compostela führt. Da müsste man vielleicht auch mal Herr Schneider beanspruchen, um das zu tun, dazu bewegen. Trier hat historisch gesehen seit jeher enge Beziehungen zu Luxemburg, zu Römerzeiten, während der Grafschaft, Herzogtum und Großherzogtum und spielt in der Großregion eine wichtige Rolle. Ich möchte behaupten, dass Trier die von Luxemburg am meist besuchte Grenzgroßstadt ist, 15 Kilometer von der Grenze und 50 Kilometer von der Stadt Luxemburg entfernt. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Emission von Television Stiesel vom 15. November 2016. 10 Jahre Comedy-Schläger. Es waren Flottfest am Centre de Loisirs Norbert-Melcher, wo die ganze Familie sich von der Amikal Stiesel, Freunden und Bekannten getroffen haben, für zu feiern. Wir waren noch dabei. Ich stehe dann hier auf der Geburtsplatz vom Basket für die erste Zoo in Halstung halt zu Lützeburg, Gründungspunkt am Funk von Amikal Stiesel. Aber ja, wir sind Comedy-Schläger, wir feiern heute 10 Jahre. Das ganz aus einer Idee rauskommen, wo wir an sich ein bisschen Stimmung an den Tal wollten kriegen, weil viele andere Vereine das schon hatten. Dafür wir gedacht, wir machen das auch mal. Dass das natürlich so ein Success hat, dass man natürlich auch so einen schönen Kado von unseren Damen und von unseren Herren das Jahr kriegt für den 10. Anniversär. Das war für das ganze Jahr noch für uns ein immens flottes Erlebnis. Voilà, wir hoffen, dass wir heute eine dicke Success haben mit über 230 Leuten, die schon reserviert für das Menü erzählen. Wir haben eine super Equipe, die heute alles mit organisiert. Aber wir werden gleich mal der Science-Akademie anfangen, wo wir ein bisschen Retro machen und ein bisschen über verschiedene Sachen zurückgucken, was wir so an den 10 Jahren erlebt haben. Wenn wir bedenken, dass wir die ganze Zeit angefangen haben für 10 Jahre, 2006, haben wir als Gründungsversammlung an der Stieseler Stuff. Und dass ihr dann bedenkt, dass wir heute stehen, 10 Jahre feiern. Ich selber hätte nie gedacht. Selber nach immer unterstützt, nach immer das Vertrauen von meinen Membern, respektive von unserem Komitee kriegt, kann ich euch heute einen super Verein präsentieren, mit über 20 Membern an einem guten Komitee, stabilen Kräfte, die immer da sind und probieren, alles an die Wehr zu legen, dass der Verein gut lebt. Natürlich zählt es als dritter Verein zum Basket dabei. Ich meine, der Basket-Supporter-Club und den Comedy-Schläger. Aber das Ganze ist eine große Familie, und jeder fängt eine Hand an, für das alles lebt. Philosophieren kannst du doch schon noch 10 Jahre, obwohl du mal nicht nach Jahr 10 Oktober bist. Aber irgendwie passt die ganze volle Story von Amikal Stiesel, die gerade für 10 Jahre angefangen hat, mit uns zu summen.
Ich will als Präsident entschuldigen, den leider nicht kann da sein. Und als Vizepräsident, der muss leider an der Küche der Banden helfen. Also uns keine andere Front wie mich. 10 Jahre Comedy-Schleier, das ist ein langer Tag, den wir heute zusammen feiern. Ich habe mir da noch ein paar Gedanken gemacht, was sind Comedy-Schleier eigentlich? Das sind eine Gruppe von unseren Stesler Basketfans mit Trommeln und Trompeten, die unsere Equipe lautstark unterstützen. Aber was sind eigentlich Fans? Und auf Wikipedia steht folgendes unter dem Synonym Fans. Fans sind eine begeisterte Unhängerschaft, die sich meistens an Ritualen, auf Verehrungen von einer bestimmten Person oder Gruppe begeistern. Von das nicht passt. Uns Comedy-Schleier sind mehr wie eine begeisterte Unhängerschaft von der Amikal Stesel, an ihre Rituale sie wäre Land bekannt. Wer kennt nicht hier in 3, 2, 1 Stesel? An der Lützebäuer Hallen, a begeistert dummer der Jung anhel. Weiter steht da, für das Verehrung hat sich der Begriff Kult angebürgert. Auch das trifft zu. Comedy-Schleier sind wel Kult an der Lützebäuer Basketszene. Itwere kennt sie. Die einen haben sie gern, die anderen sind uns egal. Das Weitere schreibt Wikipedia, die Ausprägung von der Fankultur gilt als Indikateur für lokal- und nationale Stimmung. Ganz richtig. Uns Comedy-Schleier machen ein Ballmatch am ganzen Land richtige Stimmung. Und noch heute am Dorf sind sie lokale Plan nicht mehr wegzudenken. Seit nunmehr 10 Jahren sind Comedy-Schleier Bestandteil von der Amikals-Familie. Es stehen 100 unseren Equipen an guten wie an schlechten Zeiten. In 2006 für 10 Jahre waren viele Changementer an der Feierung vom Stedler Basket. Neuer Basketpräsident gouf der George Mainz an neuer Präsident vom Supporterclub de Gast Melcher. Es kommt eine Woche zur Gründung von der Comedy-Schleier unter der Leitung von Mark Tork. Mark, 10 Jahre warst du schon Präsident von der Comedy-Schleier und dazu warst du zu beglückwünschen. Gratulationen eine Woche und den ganzen Equipe von der Comedy-Schleier. Sicherlich wären am Anfang ein paar Skeptiker, die ich eine kurze Lebensdauer vorausgesucht haben. Mit die Hut, die Leute etwas Besseres belehrt. Sie nicht mehr aus der großen Basketfamilie und aus dem Städtler Vereinsleben herauszudenken. Die durch schon 10 Jahre für eine fantastische Stimmung auf den Basketmatcher und dafür vom Komitee vom Supporterclub ein großes Merci. In 20-jähriger Karriere als Bürgermeister habe ich viele Anniversäre mitgemacht. Freie Einzelpersonen, 150 Anniversär, 125, 100 Jahre präsidiert. Aber ich hatte nach keinen, den so wie den heutigen 10. Anniversär von der Comedy-Schleier so vielfältig organisiert, dass wie das heute der Fall ist. 10 Jahre Comedy-Schleier zu Stesel, 10 Jahre selbstverständlich an vollen Ersatz für den besonders für den Stedtler Basket. Ein Glied an der Schäme vom Basket, ein Glied, den ganz wesentlich dazu beiträgt, der Produzent von Stimmung.
Studierees op Dresden, Prag an Theresienstadt as als ein nächstes Sujet. An einem nächsten Deelhaut Kuckenreis Impressionen nun von Dresden an von der Porzellanmanufaktur Meissen. Den zweiten Deel gesehen wir dann an der nächsten Emission.
also Fandel heich zu halen, da das der Numm von der Trilogie von Pierre Putt, den am Kultursaal wéi schon gewinnt, gastiert huet. Viel Spaß! Soweit liefern Geschichte vom neuen Messias. Kommen wir zum zweiten Teil, den etwas mir kurz wie den nächsten. Du nicht mal gesagt, wie ich das dort bis fertig geschrieben habe. Das kennt den Lohn nach Flottes zu dem Thema, unsere Fundel hecht zu halen, schreiben. Und du kommst mir folgende Idee, ich erkläre das, wie das gegangen ist. Ich habe mir gedacht, immer unsere Fundel hecht zu halen. Für was für eine Lützeburger bekannte Leid, von denen ihr das Leben an das Werk überguckt, für welche Lützeburger kein den an die Mengen positiven oder negativ ironische sind vielleicht, kein den behaupten, sie hätten auf hier Manier den Fundel hecht gehabt. Und ich habe mich so wie ich es so, du hast gesagt, bei dem Blatt, früher, an ich habe das Alphabet durch den Katalog gelost, von A bis Z, Buchstaben da rein noch. Und ich habe mir gesagt, was für Leid fallen da bei den einzelnen Buchstaben an, einfach was für fallen da an, von denen ihr kennt so, und die Mengen oder andere sind, die hätten den Fundel hecht gehabt. Ich lese nicht das Resultat nur mal 4 zu gucken, ob die auferstanden sind oder nicht, ja oder nein. So. Heißt die Leute da rein, die mir angefallen sind. Ich fängt mal so an. Abendsweg, Arbeit, Armee, muss ich schon so eine Armee, weil hier oder Armee, Musiker vor. Asselborn, Atten, beim B, Bill, Bit, Phil, Blanentheis, Bommeleer, Batin, Brasseur. Und dann, als mir angefallen zum Thema, was er nach für wert? Bernhard Kaufmann. Die haben Fundle gemacht. Das ist dann nach an der Önnischkerst an dem Boutique. Bernhard Kaufmann. Beim C hatte ich noch mal nicht direkt. Cactus, Cahiers Luxembourgeois, Cauteux. Bei Cauteux war ich zuerst, also Codex Aureus, Cargolux, CNL zu Mirsch, Charlie, wen auch immer bei Charlie gemengt das, Caritas CK. Bei dem hast man direkt angefallen, Dix, Dullemagik, Tun Deutsch, Duans, Musik. Du hast mir angefallen, René Deltje, das war ein großer Schauspieler mit den Fendel hecht zu halen, wohl nicht so. Das war mir angefallen. E-Meischen EKB, Besinde, F habe ich noch mal von François Faber, Fausti, Feierwohn, Feiergrob, Phil, Foire International, Pilot Funk, Frisonie, Camillo Fellien, wirklich nicht. Und dann mir uns mal immer gesagt für den Club, die mengen nicht auch oder nicht, Lammers mich schon mir gesagt, Vorwärter-Club für Garten und Teil. Ja, aber wie dass ich beim G war, ich hatte bei der P auch Vorwärter-Club B, mir habe ich bei G dann Garten und Teil gesagt, Charlie Gaul, Gölle Fra, Guttier, Generalstreik, Generalbank, Grof Siegfried und natürlich Conduchesse. Und dann ist mir angefallen, dass man mir bei, natürlich mit dem ist die Karte bei Pastor, ich finde Frau Stick Heimat und Mission. Seht ihr, das ist auch noch etwas, Zeiten. Die haben immer ein bisschen Karte. Heimat und Mission, das kostet eine gute Nummer, was die Karte ist. Ich will da so Erinnerungen tun. Und dann, wir sind vielleicht schon den nächsten bei Bannen. Also, Tauglicht von allen Kammern, die an Afrika rumlaufen, dass sie mengen. Die werden hier nicht alle hier vorbei, dir stehen. Ich habe einfach gespurt, dass für 100 Franken den Hedekönchen zu kaufen. Das ist dann auch nach. Ich soll nicht kaufen, da redet Herr Pastor. Ich habe ein Bild von der Kirche und dann ein Tempo gepeitscht hat. Das war eine schöne Zeit. Das ist mir angefallen bei Heimat und Mission. Und dann bei Heimat natürlich dann assoziativ Heilei, Heinz van Landewijk. Natürlich Hirzen Höllen für die Elei Bannen. Und dann natürlich auch, ich soll nicht nehmen die Empfehlung, da soll ihr direkt bei Buchstabe A, Sylvie Hülsemann. I, Institut Grand Ducal, J. Jacobs, kannte das nach Elsie Jacobs. Das war mal eine Weltmeisterin am Velofuhren. Und dann noch der Jacques Friedrich Schnitt, das war zwar ein großer, guter Schriftsteller Lützeburger, aber nicht Lützeburgisch gesinnt, die nicht Fendel nicht gehabt wie Lützeburg am Krieg. Jot, de Jean-Lee, de Jean de Blannen natürlich,
Den andere Jung hast mal angefallen, den Schauspieler. Und da sind ich gespannt, kennt man wie von nächsten Toni Jungblut. Das waren Journalisten, ganz gute Journalisten. Von der früheren KP-Zeit, den aber ganz gute Artikel über Lützeburger Tribunal geschrieben hat. Jungblut, Toni. Und dann der Jean mit der Ziehharmonika, den immer von Kirmes wurde gestartet zulassen. Bei Karl war mir angefallen, Kasemattenkirch Birch, Klöppelkirch Pierre Krämer College, Lea Linster, Michel Lenz, Lux Expo, Lützeburger Theater, wann es danach gouf. Luxle Gabriel Lippmann, das war mir bei L angefallen. Bei M, Manderscheid Meirich, Melusina Mauschetti, Militärmusik, Minette, Bad Mondorf, Maternité, Leon Muller. Und dann Musel, mit U oder OU, da fällt einem viel an. Namur Nationalfeiertag, Toni Neumann, Desiree Nussbusch, Navadik, ich weiß es nicht. Den Oktav, Doktor von den OPL, Palais Pafendal, Theo Pfeffer. RTL aus Stuttgart. RTL, Rodon Schreiner, Trevelig Revue. Rosa, Lützeburg, Lex Rotland, Schneekende geordnet. Rotkreuz. Schengen, Schleck, Schurberfauer. Seckbars auf der Schurberfauer. De Sigrid Sprangprozession de Schäfermisch. Katitul Tremont, Tudor Thorn. Ulzig Ugda, Uni.lu, Vauer Stuttgart, Vago, Vauban, Feiernen, Villa Louvigny, Villa Pauli wirklich nicht, Villeroy Boch, Moselle, und nach der Gaster Vogel könnt ihr auch nennen. Dann Westsprach, die satirische Zeitung, so die Vorläuferin vom Freier Krog, Pierre Werner, Batti Weber, Nikolaus Welter, Schriftsteller. Und das immer liefern, merci, dass ihr noch gelauscht habt beim Z, mit Jean-Antoine Zinnen, wäre man nicht bei der Hemisch. Dat war als Emission Nummer 230 vom 15. November 2016. Lohn ein kleine Matteilung an eigener Sache. Aus technischer Gründen sind wir noch nicht wie gewinnt den 1. Dezember mit der nächsten Sendung op Montan mehr op die Kloster der 6. Dezember gesehen wir eisere. Ist so nicht für Haut. Merci für den Gucken. Abend bis dann.